Diese Botschaft wird vorgebracht aus der Läwens Kjoakj in Nuevo Ideal Durango. Wir sind eine Kjoakj, die sich auf dem Ziel gesagt, Gott zu leben, die Kjoakj zu dienen und die Welt zu beeinflussen für Jesus. Und uns Verlangen ist, dass du wirst gesegnet und abgeblüht worden, wo immer du bist in dein geistliches Leben. Wir haben mit den Sinn von der, wir haben dass mit den kann zelebrieren. Das ist gut am Morgen, wo wir können kommen und uns das freuen für was Gott hat getan. Wir wissen, dass die Weihnachtszeit, oder wenn wir dichter nur an Weihnachten kommen, dann weil wir sehr gut, dass wir kommen zum Celebrating. Wir kommen wegen einer Birthday Party. Sag mal, ist auf einer Birthday Party, wo jene Freunde nicht ankommen, hält nicht sehr viel an, nicht? Ist, wo jene Kinder anbringen, dann kommen die Leute an die Hüsten und sagen, die Birthday Boy wieder nicht mal, oder die Mialti, was ein Birthday hat, wieder nicht mal. Hält nicht an. So ist das mit Weihnachten. Und den, wem sie ein Birthday hat, erst hält das nicht Weihnachten haben. Und wir wissen nicht all, dass Weihnachten hat zu tun mit Jesus, aber die Frau, was wir uns viel mehr freuen, ist, wenn wir eine Birthday Party haben für Jesus, dann soll Jesus zu sein, aber einmal die große Frau, die du in Satten bleibst, als Gott sind sie entscheiden, dass das Baby Jesus auf der Welt abkommt, was kommt mit am Mat, was bracht das Paket mit sich. Und wir sind von der und die zweite Botschaft von dieser Serie, was wir nennen, was bracht Gott uns oder was jeeft Gott uns. Ich glaube, wenn jemand so das aus mir, dann ihr wisst von den ganz einfachsten Dingen, oder nicht einfach, die sind sehr deep, aber sehr bekannt, die kicken wie einmal Eva, besonders wenn wir diese Geschichte sein. Dann haben wir das so fertig gehört, und dann sagen wir, oh, das war der Gott. Und ich weiß von den Pharisäern, was die lesen, die habe ich auch fertig gehört, aber denkt mal an, was Jesus uns wirklich jeeft, als Jesus auf diese Welt abkommt. Und ich habe, nicht bloß ich rede von der Leben gehabt, nicht, wenn ich das sage. Ich weiß, dass Gott die Welt von der zu dir und zu mir verteilen. Ich weiß, dass von der ist ein Tag, wo Gott will uns noch einmal denken halten, dass Jesus auf diese Welt abkommt, dass wir nicht einfach, dass wir nicht für frei, wenn es für uns frei wir für wir es nicht, dass wir sei deupet, sei ernst und sei dir das Geschenk, was du kommt. Und so bet mit mir bloß noch einmal zu, dass wir unsere Horten aufmerken. Jesus, wir wissen, dass du von der uns sehr besonderes Schmarrn hast für uns, und wir wissen gut, dass du was zu uns verteilen. Und während wir die Worte ankicken von der bete ich bloß, dass du was lebenswert zu uns sprechen, dass du das verstehst. Wir beten bloß, dass du durch den Heiligen Geist was von der Charakter von jeder ein sein, was du fehlt zu sein. In Jesus in Namen. Amen. Viele sind das Smart, dann vertellen wir von einem von den Dingen, was Gott uns hilft, dass wir hupnen. Wir vertellen von das Gute, was Gott in das Paket ben hat. Und ich will das im Vers noch einmal lesen, was wir vorher mal hatten, weil es sehr wichtig, dass wir das nicht vergessen. Das sage ich in 3 32, das sage ich, heu, da meint Gott, der doch sie in ihnen sehen nicht verschont hat, sondern am für uns alle hingegeben hat, wo wird er uns mit am nicht auch alles schenken? Alles schenken. Und das Paket von Jesus, und das Geschenk, was Gott uns gibt, das alles ben. Und nicht bloß schlechtes, das alles Gute ben, was wir brauchen werden, wenn die in ihnen sehen, nicht mal drei hält, was die so sehr leid, wo würde dann eins sehen und drei holen? Und wir müssen klar fehlt mal, dass ihr wisst von den Dingen, was wir haben in Jesus gekriegt, die haben wir in Hupning. Wir wissen ganz genau, die sind bei den kommen, aber das ewige Leben, das haben wir in haben und das fängt von der an. Und von der werden wir ein zweites Wort begegnen, das ist Leben. Du sagst vielleicht, ich weiß Gott, was Leben meint, wenn ich lebe. Ich bin von der hier, ich kann gehen, ich kann verteilen und ich kann atmen. Lass mich das ganz kurz sagen, das Wort Leben ist krass, das Wort Hupning. Vielmehr haben wir gedacht, wir leben, wenn wir es nicht tun. Das ist ein Wort, das wir einmal nicht klar gesehen haben, wenn wir das bloß in der Bibel lesen. Wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, um Leben geben und Leben voll abhaben, das meint nicht bloß, dass wir atmen, dass man uns Hort pumpen wird. Leben ist viel wieder und viel geraten aus dort. Bloß, dass du kannst rangehen, bloß, dass du die Fähigkeit hast zu verteilen, meint Gott, dass du leben ist. Wie oft davon. Und so, wenn wir wieder denken, dann, über das Wort von Leben,
Hast du mal gedacht, dass Gott wie von Anfang an so ein Gott, was du leben will für seine Menschen? Nicht bloß Gott ist der, was dort will für seine Menschen haben, aber Gott ist der, was Leben mal anfangen. Gott ist der, was Leben mal, der wie der Author von Leben. Als Gott Adam und Eva merken, die mögen leben. Aber das sagt er, der nimmt von der Erde, der nimmt Adam und der Büd in Mond von der Erde. Und dann sah er den noch an, und dann stund Adam durch, der kann sich nicht rühren, der kann nicht verteilen, der kann nicht sein, der wird bloß. Und dann sagt er, dann muss Gott Udem und Adam nennen pusten von seinem Udem, und dann fängt Adam sich an zu bewegen. Gott jeeft von seinem Leben an Adam nennen, wenn das Adam, der soll von Gott sein Leben du ben haben, und Gott ist der, der uns Leben jeeft. Alle Menschen, die du leben, dass Gott sein Leben, wir uns mehr leben. Aber was du abfallend ist, fandet, ist dort, und es sei wichtig, dass wir das hören werden, dort merken Unterschied, wo die an dein Leben antick, dort merken Unterschied, wo die an der Welt ihr Leben antick, dort merken großen Unterschied, wo wir unsere Welt voll Probleme von der sein. Gott, sein Plan, von Anfang an, zur Ewigkeit, wie dort, will haben, dass die Menschen, die merken, dass die sollen einmal existieren und für ewige Port von der Ewigkeit leben. Das sei wichtig, dass wir das sein werden. Von der sind so viele Probleme auf der Welt und so viele Menschen, die sagen, Gott ist ein Gott, wo du gleich Menschen tot zu merken. Oder Gott ist ein Gott, wo du nicht leben gleich. Gott will haben, wir sollen einmal geboren sein und in alle Ewigkeit leben. Dort wie Gott sein erster, großer, normaler Plan, was er von Anfang an hat. Aber wir weiten die Geschichte dort bleibt nicht so dort. Du kannst was machen, wo Menschen in den Sinn fallen. Und wir entscheiden uns selbst, Tod und es steht Leben. Wenn Gott hat vorher gesagt, wenn die wollen von der Frucht eten, dann wollen die sterben. Den Tag, wo die wollen die Frucht eten, dann wollen die sterben. Nu, Gott will nicht an die Sonne sterben, aber Gott will uns einen freien Willen geben, so dass wir können entscheiden, Leben oder Tod. Und so da steht das Baum, und Adam und Eva, die entscheiden, die Frucht zu nehmen, zu eten. Und von dem Tag an sterben Adam und Eva. Die sterben physisch, die wollen alle, und die fangen an zu sterben, aber jährlich sterben die plötzlich. Versteht ihr, was ich meine? Die sterben physisch, die sterben jährlich, und von dem Tag an ist ein Problem in der Welt, und das ist Tod. Wir werden nicht verjährt, und wir nicht Gott sein normaler Plan, aber der Mensch entscheidet sich Tod, und es steht Leben. In der Bibel sagt uns, dass das unsere Kondition, das ist unser Zustand, wo wir sind. Und das sei abfallend, wenn von dem Tag an lebende Menschen, aber die Menschen sind tot. Die Menschen sind tot, aber die Menschen leben. Und alles ist durcheinander. Habt ihr noch mal Zombie-Movies watchen? Oh, nicht? Die wollten auch nicht ganz genau, was die tot oder leben. Das ist unser Umstand. Wir sind tot, aber wir leben, aber wir sind tot. Wir sind durch Gott sein Ebenbild gemerkt, aber irgendwo sind wir nicht mehr ganz in Gott sein Ebenbild, wir sind auf uns verdorben. Und so ist ein Leben, das nicht sehr gut schafft. Wenn Tod in Sinn auf uns beschädigt. Hier ist ein wichtiger Punkt zu verstehen, wenn aus der menschlichen Sinn nicht hat, und Gott sein normaler Plan ist, wir zwei gebrechen durch die Menschen, dann sagt er, dass Gott nimmt den Garten Eden rüt, dass die Wort nicht können von dem Baum von Leben eten. Das ist ein wichtiger Punkt zu verstehen, wir glauben einmal, dass Gott nimmt bloß den Garten Eden rüt, wenn Gott wie da leben da, und der will nicht haben, die sollen für Ewigkeit bloß eine Verdammnis leben, und Gott, der hat vorig mit den Menschen. Die Ursache, warum Gott den Menschen den Garten Eden rüt nimmt, ist eine von den besten Ursachen, die eine Welt jeeft. Gott will nicht haben, dass die nur noch sollen von dem Baum von Leben eten, in einen toten Zustand, wo der Mensch wir in Ewigkeit leben lassen. Kannst du das feststellen? Kannst du das feststellen, ein Zombie sein in Ewigkeit? Einer, der lebt, aber tot ist, einer, der tot ist, aber lebt. Kannst du das feststellen, die Weide, die du hast, die Angst, die du hast, die sterbenden Zustand, wo wir sind, dass wir alle wollen, in alle Ewigkeit mit dem Zustand leben. Und Gott sagt, ich will ihn zurücknehmen, sodass die nicht kennt von dem Baum eten. Gott will haben die sollen von dem Baum eten, aber aus dem perfekten Zustand werden. Und so Gott nimmt die Rüt und sagt, hier eine Entscheidung gemerkt, dort überleben. Und so ich will ihn zurücknehmen, und ihn bewahren. Und das ist eine gute Nachricht, wenn Gott will nicht haben, die sollen in den Zustand für ewig leben. Aber irgendwo, in den Zustand, wo wir leben, in sterbenden, lebenden Zustand,
weit wie nach Deutschland und wir sind gemerkt zum Leben. Wir weiten dort irgendwo auf Jesus versprochen, das heißt, sie kommen zum Leben geben und wir sollen voll abhauen. Aber das ist eine von den großen Frauen im Leben. Wo tue ich das? Wo nehme ich das Leben? Wo kann ich das Leben leben? Ich folge euch nicht leben. Ich folge euch nur all diese guten Dinge. Und das ist ein Problem, das wir haben gehört von den Tag an, wo Sinn kommt. Denken, dass der Hesekiel, ein Prophet im Alten Testament, den Traum von der Salje. Und das sagte wie ein Tag in diesem Valley, in diesem Leeg, Dankeschön. Wir werden diese Leegbänder, die wir voll von Knirken sagen. Da werden viele, drei, dode Knirken. Und Gott bringt in den Land, um den Wiesen. Und er sagt, Hesekiel ist, du mangst diese Knirken, du besitzt die Knirken, und der wird bald an, dass es nicht eine steht, wo du sehr mehrkraftig seid. Das ist nicht bloß eine steht, wo die Menschen durch die Kiechen haben geschlappt. Das sind in Wirklichkeit seine Menschen. Und Gott wies dem bloß ein Bild, dass der Mensch hat, der ist tot. Der ist tot. Der sitzt in der Familie, du legen in Knirkes. Er sitzt sein Leben, du legen in Knirkes. Das ist bloß das Volk von Israel, ist tot. Und das ist bloß ein Bild, um uns zu wiesen, dass tot auf Ewigkeit genommen ein Tag. Aber dann sagt er, dass Gott sagt zu Hesekiel, der soll mal über diese toten Knirkes Leben sprechen. Der soll mal prophezeien zu diesen Knirkes. Und dann kann ich bloß mehr feststellen, wo du hast geprophezeit. Nicht? Hier ist alle in Ramtiken, dass da keiner sitzt. Dann hat er sich gebackt und zu diesen Knirkes gesagt, weißt du, was Jesus sagt? Kannst du feststellen? Da wir ein bisschen schämen, aber der dort, der wir gehorsam, der Leben sprechen zu diesen Knirkes, dann sagt er, die fangen an, du kommst Gerüge, diese Knirkes kommen taub, du warst ein Udren Eva, du warst Fleisch Eva, wenn du wirst eine Zombie-Story, hat dort erst einer. Und dann sagt er eine Stunde, alle Menschen mal einmal ab. Und die kicken stieg weg, die Stunde bloß alle. Und Gott wies den dort bloß dort, Menschen können tun, Menschen können so looten, die leben, aber die leben nicht. Die sind auch tot. Und dann sagt er, du musst noch länger zu dir vertrauen. Du musst hupen nicht, du musst Leben zu diesen Menschen vertrauen. Du musst mein Leben an die Menschen anbringen. Und Hesekiel ist gehorsam und er sprach Leben über diese toten Menschen, aber immer sagt, nun fangen die an zu gehen, die fangen an zu reden, nun fangen die an aktiv zu sein, nun fangen die an das Kriegsvolk an zu sein, was du eigentlich aktiv warst, was du hast in Israel geschafft. In das Traum von dort wir wollen Leben haben, aber wir sind nicht lebendig. Und wir würden gleich das weiß ich vielleicht nicht, aber wir würden gleich ein Tod sein, um ein Leben kriegen. Das ist auch bei uns Bern. Aber wir wollen nicht sterben werden, wir wollen nicht sterben, aber so weit wie wir machen sterben, zum Leben haben. Das sei ja durch ein Wunder. Kann ich dir was sagen? Wisst ihr, dass die ganz meiste Angst, was du in die Leben gehört hast, die sind wie ein Tod? Wisst ihr, dass die meiste schlaflose Nacht, was du gehört hast, als wenn du aus Angst verstorben, oder irgendwer rammt die, was sterben. Das heißt, ich habe keine Angst vor Accidents. Das ist gleich, was ich meine. Oder ich habe Angst vor Krankheit. Wir haben Angst vor Sterben. Und so, das sind Dinge, das sind Umstände, wo wir sind, und das sind Umstände, wo wir uns meist nicht beim Rut weiten. Aber ich will Hangisal nicht vergessen, dass wir nicht gerade sein normaler Plan, dass wir nicht gerade sein bester Plan. Dass wir, wenn Menschen haben, sich dort überleben gewählt. Nun, ein von den abfolgenden Dingen, was wir lesen im Alten Testament, ist dort, von dem Tag, wo der Mensch gesündigt hat, dann starb er, wenn Gott hat gesagt, sie wollen sterben. Und die haben den Vers vielleicht mal gelesen, aber in Römer, Vers 3, finde ich, sagt, dass der Lohn für den Sinn ist Tod. Das ist der Lohn, was wir haben für Sinn. Das ist Tod. Und wenn wir im Alten Testament lesen, in 1. Mose, dann sagt er, du aus Adam gesündigt hat, dann hat er ein Baby, und das Baby wie geboren in Adam sein Ebenbild. Dort wir kann Gott sein Ebenbild geboren, aber kein Adam sind. Da wird er hinunter. Und dann sagt er, dass Adam, der wird so und so alt, und dann starb er. Und den sie sehen, der wird so und so alt, dann starb er. Das meint Tod. Und den sie sehen, der wird so und so alt, dann starb er. Und der Rie geht ganz von Adam bei Jesus rauf. Und die sterben alle, und die sterben alle, und die sterben alle. Alle Menschen, alle Generationen, die sterben aus. Und das bloß wenn ein denkt, wenn Sinn ist in diese Welt angekommen,
das ist ein Zustand, was wir haben. Aber dann mit einmal, und die weiten das alle, aber lass mich bloß einmal sehr klar sein, dann mit einmal, als die Zeit reich wird, eine düstere Stelle nach, dann kommt Hoffnung in diese Welt nennen, Leben kommt in diese Welt nennen. Und ein von den besten Dingen, was du kannst lesen in der Bibel, ist, kriegt diese Gott nur durch wen. Gott ist nicht ein Gott, was du ewig tot will. Gott ist nicht ein Gott, was diesen Plan will, sich dort holen, und wenn wir uns dann abgemessen, wie ein Tod überleben, ihr entscheidet, dass denkst du, was mit Tag luten. Gott, der siegt weh, und Gott siegt das Beste, was die kann, so dass die wird diese Anstellung, das Zustand, was er vor dich merken. Niemand einmal in Lukas, wenn die da lesen, dann fängt die, das ist ein solchen Sturmbaum, habe ich mal gesehen? Aber nu sagt er nicht, Adam sterben, dieser sterben, dieser sterben, dieser sterben, dieser sterben. Aber einmal sagt er, du wir leben geboren. Du kannst ein Geschenk in der Welt nennen, und dass wir dessen sehen, und dessen sehen, und dessen sehen, und dessen sehen. Und er hat ganz bei Adam drehen ab, dann sagt er, weißt du, wer Adam wir? Der sagt, Adam wir Gott sehen. Das ist eine positive Geschichte. Und dat dreht alle in de run, wenn jemand immer aus dem Leben hineingekommen. Krijgt niet hoe lang dat hier, krijgt niet hoe diep in de zin der Welt liegt, maar eenmaal dreht das ganze Bild rum, dann sagt nu kan leben. Und wisst ihr, dass alle Menschen, als der vor Jesus in der Zeit geboren werden, als der nur Jesus in der Zeit geboren werden, wisst ihr, dass die Menschen, die haben alle eine Gelegenheit, Leben zu haben, wenn sie würden glauben, dass der Messias was Leben bringt. Wenn sie würden glauben, dass der Messias wie der einzige Weg zum Vater. Und so alle Menschen, die haben eine Gelegenheit, eine Vergangenheit, Leben zu haben, das von einer Zukunft wird passieren. Kriegt nicht, wo lange das geht. Und so das ist die wunderbare Geschichte. Und nicht bloß die Menschen, aber wir selbst, jeder eine von uns, wir brücken nicht an uns sterbenden, ewigen Zustand bleiben. Dass wir nicht Gott sein Plan, das ist noch nicht Gott sein Plan. Gott will euch haben, dieses ewig sterben. Gott will euch haben, dieses jährlich sterben. Nee, das Vers, was wir haben in Römer 6, Vers 3, finde ich, vielmal lesen wir die Vers in Christus steht. Wir sagen, der Lohn für den Sinn ist der Tod. Aber wisst ihr, dass das nicht der Anfang von Gott sein Plan? Tod ist nicht der Anfang von Gott sein Plan. Tod ist auch nicht das Ende von Gott sein Plan. Tod ist niemals Gott sein Plan gewesen. Und das Vers ist hier nicht zu eng. Sie wissen das, right? Hör ich mal das letzte Part von dem Vers sagen. Ober. Der sagt Gott ober. Sag mal mit Gott ober. Was tut er? Der sagt Gott ober schenkt das ewige Leben. Der jeeft uns dort. Wir brauchen das nicht für ihn. Der sagt, ans ewige Zustand, wenn Jesus nicht wie kommt, dass wir tot. Ewige tot, physisch und geistlich. Gott ober, und das Wort ober ist so wichtig, der sagt Gott ober, der schenkt uns dort ewige Leben. Gott will nicht dort leben, ist dort eng von diesem Vers. Und dann sagt er, wo wir dort kriegen, dort Leben, der sagt ganz allein durch Jesus Christus. Dort Leben kriegen wir bloß durch das Geschenk, was der Vater an sie jeeft hat. Und wenn du glaubst, dass du irgendwo unterwegs Leben fängst für den ewigen Zustand, du warst gleich. Jesus ist der ganz Einzige, Jesus ist der ganz Beste nur für dein Leben. Und weißt ihr, diese zwei Werte von Leben und Tod sind stärken immer rüt. Wenn das das einfache Evangelium von der Bibel. Viele Menschen fragen, was meint das in Christus sein? Was meint das, wenn ich will wahre geboren sein? Was meint das bekehrt zu sein? Was meint all diese fancy Werte? Wisst ihr, dass die Bibel redet immer bloß von Leben und von Tod? Tod kriegen wir durch Sinn, das sind die Umstände, wo wir sind, aber Leben kriegen wir allein durch Jesus. Das sei einfach zu verstehen. Und das gibt bloß zwei Sorten von Menschen auf der Welt. Das gibt nicht die von der Kjoakj oder von Läwens Kjoakj, das gibt bloß tote oder lebende Menschen. Das gibt nicht so eine Menschen, wo der eine spricht oder der andere spricht reden, das gibt bloß tote oder lebende Menschen. Das gibt nicht Spanisch oder Deutsch, das gibt bloß tote und lebende Menschen. Und in dieser Stufe sind bloß tote und lebende Menschen von der Welt. Weißt du, was der Gott nodig ist davon? Dass wir können uns wählen von der, als wir wollen tot sein, als wir wollen leben. Wir können uns von der tot oder leben wählen. Du sagst vielleicht, ich wähle mich nicht. Ja, die das. Wenn du nicht wählst, dann hast du tot gewählt, wenn das ist der Umstand, wo du bist. Wir müssen wählen. Das ist um die zu wählen, was du willst. Aber der Gott nodig ist, du bist, der sagt, das ist ein Geschenk. Das ist nicht, was du die Büchse verdienen, das ist ein Geschenk. Nö, wo tun wir das?
wo können wir das Leben kriegen? Wo können wir das verlappene, ewige, gute Leben von der Ort kriegen? Wie weit unsere Hoffnung ist, in der Zukunft wollen Dinge besser schaffen, aber wir können von der anfangen, das ewige Leben zu haben, wenn Gott auf uns das versprechen. Weißt ihr dort, Jesus ist nicht gekommen, um dumme Menschen fernmerken? Vielmal glauben wir, dass alles, was wir in der Kirche tun, oder die Bibel, was wir lesen, oder das Evangelium ist, dass Gott will nicht so ein besseres Leben leben. Oder Gott will die dummen Menschen mal fernmerken auf dieser Welt. Und ich will das ganz klar zu Ihnen sagen, dass Gott ging nicht all das in Commotion durch, oder all das, was passiert, von der gemütliche Stadt verloren, in diese schwinsche Welt kommen, und so wollen es wir, und für 31 Jahre hier leben, in eine schwere Titan, und verachtet sind von allen Menschen, und zu lange nach einem Krieg sterben, und 3 der tot sind, und abstunden, in den Himmel fahren. Jesus steht nicht all das bloß zu Menschen von dieser Seite, Klima in dieser Seite schieben. Jesus starb nicht und kriegt um die schlechten Menschen besser merken oder gut merken. Jesus steht all das bloß zum toten Menschen in ein Leben bringen. Wenn dort wieder in sein ewiges Ziel nach einmal gewusst, dass Gott will, haben die Menschen sollen das ewige Leben haben. Und du fragst vielleicht, wo tue ich das? Was muss ich tun, um von Toten ein Leben kommen? Und das spricht zum Schämen, dass du das fragst, wen gute Menschen fragen das alle Zeit. Gute Menschen fragen alle Zeit, was muss ich tun? Denk ich noch von Nikodemus, der kommt einen Tag nach Jesus oder einen nach, wenn der schämt sich oder der hat Angst vor den Menschen. Der kommt nach Jesus und sagt, der fragt dann all diese Frauen, was er nicht verstehen kann. Weißt du, wie ein interessantes Ding von Nikodemus? Nikodemus wie ein guter Mann. Der wie immer in der Kirche war, dort wie man ein guter Lehrer, dort wie ein guter Lehrer. Der kann Gott sein Wort predigen. Du wie bloß ein Problem, was Nikodemus hat, der wird tot. Kleiner Detail hat der wird bloß tot. Und Jesus sagte denen, wenn du nicht warst von ihnen geboren worden, dann wirst du das nicht merken. Wenn du nicht warst die zweite Geburt erleben, dann wirst du das bloß nicht merken. Du kannst die Kirche hören, was du weißt, du kannst so viel Bibel lesen, was du weißt, du kannst den Gesamtbuch so fertig lesen, was du weißt, du kannst das tun, was du weißt. Wenn du tot bist, dann bist du tot. Und du musst von ihnen geboren worden. Und Nikodemus fragt, wo in der Welt schafft er, oder wo soll ich das tun? Und Jesus hat eine sehr klare Antwort für so eine Menschen als du. Und er sagt, nee, ich würde gleich nicht, die würden diesen Vers mal mit nie lesen. Nicht das, wenn die noch einmal alle gelesen haben. Wenn das ein von den Versen, was wir gleich lesen werden, wenn wir keinen Gott auswendig. Lese den mal mit so einer Übung, das von Gott zu dir vertraut, wenn das als Gott sein Wort. Der sagt, Gott seine Liebe für diese Welt ist so groß, dass er in ihnen sehen jeeft. Dass all die am Glauben nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Das ewige Leben haben. Und dann sagt er, woran? Der sagt, will Gott schenkt ihnen sehen, nicht in dieser Welt, um die zu rechten, aber dass die Welt durch am können gerat werden. Ich denke uns das an. Dort sagt er, dass Gott der jeeft sehen. Wir brauchen uns den nicht prachen, wir brauchen nicht den Schlamm, wir brauchen nicht für die nächsten Millionen Jahre den Lüren, der haft den alle jeeft und wie ein freies Geschenk. Wenn ich was geben, dann so ein Geschenk, dann brauchst du mir nicht mehr betonen. Wir als Teacher können das sehr schwer verstehen. Wenn irgendwer was jeeft hat, dann so ein Geschenk. Du brauchst du nicht mehr betonen. Und er sagt, der jeeft sehen. Der jeeft ist present in uns. Das ist geworden, das ist in der Vergangenheit. Das ist passiert. Dann sagt er, die Ursache, warum du das getan hast, dass wir kein ewiges Leben haben. Und das meint, wenn du den Geschenk annimmst, dann hast du ewiges Leben von dir. Dann fragen wir, aber was, wenn ich morgen was singen? Was, wenn ich morgen was tun? Weißt du, wo lange das ewige Leben riecht? Wo lange riecht ein ewiges Leben? Ich weiß nicht, wie wir eine Nummer gehen, wenn wir die nächsten 70.000 Millionen Jahre was denken, dann da. Aber das ewige Leben, das riecht an Ewigkeit. Und wenn Gott sagt, er hat die ewige Leben jeeft, ab Deutsch meint er bloß, der hat die ewige Leben jeeft. Und das riecht bei deiner Ewigkeit. Dann fragst du, was, wenn ich morgen Dinge tue, wo ich das nicht will, dann war das ewige Leben riecht du wen. Wenn Gott hat die dort gejeeft,
Und er meint es so, dass er das jeeft. Wenn wir das annehmen, dann hat er uns ewig Leben jeeft. Das andere Ding, was ich will haben, sagen, morgen ist, was das braucht es auch. Du brauchst gleich deine eine Brei bühen, du brauchst gleich deine einen Wachmerken, um das ewige Leben haben, aber du musst das glauben, dass das passiert ist. Du musst das glauben und für die annehmen, dass das soll geworden. Das braucht Leben und Glauben, dass du das ganz genau weißt, dass es für die passiert. Und so wird Bekehrung erst gleich so schwer. Wir haben das vielleicht so kompliziert gemerkt, aber das sage ich, wenn du das was glauben, dann hast du das ewige Leben. Glaub das in dein Hart, dass Jesus das für dich getan hat. Aber dann will ich Ihnen das letzte Stroh, oder den ersten Stroh in den Himmel zu lassen, wiesen. Woran das passiert? Das sage ich Ihnen, Gott seine Liebe für die Welt wie so groß. Und ich wünsche, die wollen kleine Worte sein. Der sagt, Gott seine Welt, oder Liebe für diese Welt, die wie so groß. Der wie so sehr groß, dass wir euch in ihnen sehen wollen checken. Für die. Paulus sagt der Epheser, der sagt, wenn ihr bloß mal verstehen könnt, wo groß, wo breit, wo tief und wo weit Gott seine Liebe ist. Kann ich Ihnen sagen, woran die ganz meisten Menschen, die nicht ewig Leben haben, von der nicht ewig Leben haben, kriegt, wenn die kann nicht verstehen, wo sei er Gott der gleich. Wer konnte vorbeikicken? Wer würde das Geschenk nicht annehmen, wenn wir wissen, woran wir das gekriegt haben? Wo sei er, der uns läuft? Nu, wie kann gleich sein, dass für diese 7 ferne Ursachen, wo ich in den Himmel ankomme, oder vielleicht für 3 sehr gute Ursachen, wo ich in den Himmel ankomme. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin die Wahrheit und ich bin das Wort. Dort sagt ich bin das Leben. Keiner kommt in den Himmel an durch mich. Keiner kommt in den Vater bitte durch mich. So, wenn wir dort wollen vorbeigelappen lassen, das eine Geschenk, das eine kleine Geschenk, das nicht wie ein Goldei gerollt und ein Weihnachtsbaum gesagt, aber ein Wenglen gerollt und ein kleinen Stall gebracht. Dann wirst du nicht ewig leben. Dann wirst du in Ewigkeit an diesen storbenden, döden, weiderschen Amstand bleiben. Und wir sind gemerkt zum Leben. Du bist gemerkt zum Leben. Wir haben den letzten Tag mit YouTube zu lesen, und ich würde gleich nicht geworden hören, was ich gesagt habe. Die Gedanken dort, Gott nochmal zu den Garten rührt, wir haben dort überleben geschätzt. Der nimmt uns von diesem Lebensbaum wacht, dass wir nicht in diesem ewigen Zustand zu leben. Der ganz letzte Vers, der sagt es dort, ein ganz letzter Kapitel in der Bibel, der sagt das. Und das ist für die und für mich geschrieben, wenn wir das Geschenk angenommen haben. Ein Tag, wenn ich Tiet nicht mehr was sein, all das ist, was immer sein, das ist in meine Zukunft. Der sagt es dort. Dann weist der Engel mir einen reinen Strom von Lebenswasser. Der sagte, wie klar ist das Kristall, der kam aus Gott und hat Lamm ihren Thron. Wir das klar haben. Leben kommt von selbst und nicht von Gott. Mäden verlängte Gott. Und dann sagte er, und an jeder Seedstrom stand ein Lebensbaum. Nicht bloß einer, aber es sind nur 2. Because Gott merkt sehr klar, dass das die Zukunft, das was der in ewigen Plan hat gehabt. Der sagt, der waren 12 Fruchternten das Jahr drehen. Und das ist das Gedanken oder das Bild von Abundance oder von Leben voll ab. Und dann sagt er das Wort, was unsere Welt fehlt von der zu hören. Was die in mir fehlt zu hören. Dann sagt er, die Bäume brachten alle Monate ihre Ernte und die Bäumblätter dienten für die Völker ihre Gesundheit. Das meint alle Angst und alle Krankheiten, alles, was von der Welt angeht, für alle Nationen, das ist ein Tag ewig, weil bloß das Geschenk wahrnehmen. Das soll versprechen. Dann sagt er, du hast kein Verbund mehr, wie Gott in das Lamm, Thron wohnt werden, oder wohnt zu werden, oder Wort zu werden, sorry,
en seine Deiner waren am Dein. En zo waar we dat laatste poort merken, dat de Ursache waarom al dit slechte, al dit damen, al dit schwinchen wat weg zijn, en bloos gouden wat zijn, als we in God woont ben, Jezus dit geschenk wat te zijn. Dat is de Ursache. De einzige Ursache. Nu, wenn Gott uns auf den Garten Eden rütgen, dass wir nicht sollen von Lebensbaum eten, ist nicht wegen Gott wie Damm zu uns. Gott hat eine Zukunft für uns, was besser ist, von Leben und von ewig Leben und von Leben voll ab. Und ich und du können von der anfangen. Weißt du warum? Wenn zwischen Jan Baum und das Baum, sagt die Bibel uns, in Galater wie nach einem Baum und du hängst einer an, was du betonen willst. Das sagt Jesus wird am Baum gehangen, das meint ein Kreuz. Und du jeeft sein Leben für diese, dass Jan, was dort soll, für ewig passieren. Das wird hier anfangen, aber das ist hier betont. Aber dein ewiges Leben fängt nicht hier an, das fängt von der an. Du kannst von der entscheiden, das ewige Leben zu haben. Du kannst von der entscheiden, dass du das Tod überleben haben. Aber ich weiß, wenn wir verstehen, wo Gott uns ist, dann war wir nicht. Wenn wir bloß verstehen können, wo viel Gott für die Reihe hat. Nu, ich würde gleich mit Ihnen zu beten von dir. Und ich würde gleich mit dieser Aufrichtigkeit sein, als wir wären. Und wir danken dir, Jesus, dass du uns Gott bist. Wir danken dir, dass du dein Wort uns hier jeeft. Aber wir danken dir auch, dass du uns klar geredet und persönlich geredet von dir. Und ich weiß, dass viele von uns, wir kriegen uns zu sein von dir und wir weiten dort ohne die, wo wir das nicht merken. Vielleicht haben wir hier, dass wir brauchen so eine Dinge down und vielleicht ein Tag dann, wo wir das ewige Leben haben, aber wir weiten, dass uns nicht sicher genug. Wir können danach tot sein in Ewigkeit. Und von der bete ich dir, Jesus, dass wenn hier irgendwie ist, werde wohl gleich eine Entscheidung zu merken sein, von der ist mir das lang genug, von der entscheide ich Leben über Tod, dass die wirst dir persönlich reden. Und die von der horchen das, und du sagst, ich will mein Leben an Gott geben, dann bete mit mir, ob es steht. Sag, Jesus, ich danke dir für deine Lebenswert und ich danke dir, dass du noch einmal wirklich bist. Ich danke dir, dass du von der zu mir geredet hast und dass ich zu sein gekriegt habe, dass ich seinen Sinn und das Sinn bringt mich selbst nicht aus physischen, jährlichen Tod. Ich weiß, ich muss von ihnen geboren worden. Ich weiß, dass alle guten Dinge, die ich versiegt, die wollen mir nicht helfen. Aber meine Brei, nimm mein Futter bist du und ich entscheide von dir das anzunehmen und glauben. Help mich zu glauben, help mich das anzunehmen und ich danke dir, dass du mir was dein Kind merken in meinem Namen Lebensbuch geschrieben, in Jesus' Namen. Amen.